Mal gucken, ob wir heute mehr Gewinn machen. 4.300 mit 2 Unternehmen. Aber ich glaube, es ist immer noch der Geschenkeshop, der den anderen trägt, ne? Ne, wir haben das erste Mal Gewinn gemacht im Burgerladen. Nice. Und Getränkekühlschrank geht bald leer. Ja, da sind wir gerade dabei. Da sind wir doch gerade dabei. Vielleicht noch mal ein paar. Warte mal. Ach, die machen auch erst um 8 auf, ne? Da, da, da. So. Schickt mir doch noch mal der Cooper Steiner. Kundendienst, Leute. Schickt mir mal noch mal 5 Leute. Das alt aber nicht. So. Ne? Anfahrt. So. Nice little shop he's got there, huh? You should be able to find just about any product you need right there in that shop. But let's get back to your business again. 'Cause you still have a lot to learn, kiddo. Things are going great. Marketing. Oh yeah. But there are a lot of potential customers out there who never heard about your stores. So it's time to start marketing. Okay. It's time to start marketing, Leute. Ihr habt den Onkel gehört. Was nehmen wir denn? Zweimal Burger. Und, Tränke. Wie viel gehen da rein? Ich glaube, da gehen nicht nochmal 6 rein. Nope. Er ist volle. Okay. Jo. Zum Glück habe ich nicht noch Pommes. Wobei das vielleicht gut für den Umsatz wäre. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich verkaufe Millionen von Burgern, aber verdiene nichts damit. Also, Geschenkeladen ist definitiv rentabler. Aber ich muss gleich mal die Statistik checken. Vielleicht mach ich auch irgendwas falsch. Alter! Fährt er einfach raus. Bei Rot. Aber der Burgerladen ist halt so, ist irgendwie ein Herzensprojekt, ne? Hallo. So, Sackkarre. Jetzt füllen wir das Lager mal. Wenn es sein muss, fahre ich da gleich nochmal hin. Es ist einfach leer, ne? Heilige Scheiße. Die Blumen stören mich jetzt schon, weil die sind im Weg. Aber optisch gefällt es mir. So. Kann es sein, dass der Laden mittags gar nicht mal so gut läuft? Oder ist das nicht mein Laden? Das ist ein anderer Burgerladen? Oder liegt das einfach daran, dass es random angezeigt wird hier, was die Kunden... Also was hier so reinströmt? Ja, gut. Ich hab nichts gesagt. Ich würde mich ja freuen, wenn man irgendwie die beliefern lassen kann, ne? Kann man später bestimmt.
Ach komm. So. Alter, was die hier Burger rausballern, ist ja nicht mehr normal. So. Jetzt gucken wir mal. Minus $30 durchschnittliches Tageseinkommen. Das kann ja nicht sein. Das ist alles super. Zeitplan. Market Insider. Nee, Bisman. Die haben erstmal genug. Es müsste ja jetzt für 7 Tage reichen. Haben wir überhaupt schon 7 Tage auf? I don't know. Gut, wir haben jetzt erst kürzlich die volle Mitarbeiterzahl gemacht, ne? Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. So, eine Marketingkampagne für dein Unternehmen. Okay. McCain's E-Marketing. Ja, fahren wir doch da mal hin. Für eins deiner Unternehmen. Ich würde aber sagen, dass wir das tatsächlich für den Geschenkshop machen, weil der läuft eigentlich besser. Also, nee. Der Burgerladen läuft besser, aber der macht mehr Geld. So, da ist die Gewinnspanne einiges höher. Weil der trägt halt immer noch beide Läden mit, ne? Also den Burgerladen mit. Und beim Burgerladen sind wir noch nicht wirklich profitabel. So. Warten. Alter, ich bin ja fast am Verhungern. Und voll demotiviert. Deswegen, ein bisschen einkaufen. Hallo. Okay, Unternehmen, Giftshop, Art. Oder ich mache einfach für beide. Was kostet das denn? Große Internetkampagne, $500. Let's go. Machen wir für beide, komm. Let's go. Beautiful. Hey, make sure you keep the popularity very high. Hey kid, you gotta come see my new villa in Marbella. We'll drink some sangrias together someday. It's amazing. Anyways, I'm glad to see you figured out how to increase your profit. Our next move is all about cutting out the middleman, the wholesaler. We gotta start importing our products ourselves. Okay. Ich bin hier fertig. Danke. Okay. Irgendwas haben wir jetzt übersprungen. Ach, das kann ich jetzt auch so machen. Cool. Muss ich da nicht mehr hin. Habe ich noch zu essen dabei? Ne, ne? Ist hier irgendwo was zu essen? Ich muss ja eh auf die Karte gucken. Weil ich ein Lager brauche. Lagerhaus. Wie wär's denn mit dem hier? Direkt gegenüber. Kleines Büro. Ach nee, im Büro brauche ich erstmal eine Hauptverwaltung. Ja. Hier, ne? Bisschen groß. Ist ein bisschen sehr groß. $70 am Tag. Ja komm, scheiß drauf. Was soll der Geiz? Nee, was habe ich jetzt gemacht? Neues Unternehmen gründen. Okay, jetzt mache ich wohl wie sagt man dem? Den Mutterkonzern, ne? Hauptsitz. Anwaltskanzlei. Okay. Wie nennen wir das denn? Komm, die Cooper. Cooper AG. Es war Amerika, keine AG, dann wäre es eine United oder eine Incorporated. Frag mich nicht. Aber es ist eine Cooper AG, komm. Die Cooper AG. Oh, cool. Was geht denn jetzt ab hier?
Was haben wir denn für ein Logo für die Cooper AG? Logofarbe schwarz. Das finde ich schon ziemlich cool. Nee. Nee. Alter. Nee. Ja. Okay. Anpassen. Die Cooper AG. Stelle einen Einkäufer ein. Platzieren Schreibtisch im Hauptquartier, stellen den Computer darauf und den Schuh an den Tisch, weise den Einkäufer an den Arbeitsplatz. Okay. Was ist das hier? Warum sind die rot angezeigt? I don't know. Sind das besetzte Büros, ne? Wahrscheinlich. Okay, 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 okay. Congratulations on your new headquarters. This is where the top employees of your organization will be seated. But first, we have to start hiring. We need a purchasing agent to help us secure some import contracts. Okay. Das ist City Workforce. Und ich muss was essen, Mann. Quick One Stop. Warte mal, da ist ein Laden. Geh da mal kurz rein. Nice. Oh, Stadt New York. Toll, jetzt schon eine Buße oder was? Gibt's doch nicht. Komm. Na toll, erstmal. Ruhig. Wo hab ich denn geparkt? Scheiße. Hier. Ja, wie, deswegen jetzt. Come on. Come on. Hab ich bezahlt jetzt? $125. Geil. Okay. Von mir aus. Wo muss ich denn jetzt hinfahren? Wow, wow, wow. Was ist das denn? Okay, wir brauchen Spitzenpersonal. Guten Tag. Herr Personalvermittler. Wir brauchen für die Cooper AG einen Einkäufer. Ich glaube, da ist mir auch egal, wie alt er ist, ne? Oder wird er dann irgendwann pensioniert? Komm, scheiß drauf. Anzahl der Kandidaten. Keine Ahnung. Mal 3. Ich habe keine Ahnung, wie viel ich da brauche, aber so haben wir bestimmt eine Vollzeit dabei. Okay. Neue Kampagne, was kann man denn noch so? Cooper AG, Logistikmanager? Oh, warum nicht? Gibst du mir auch mal 3? Und, Personalleiter.
Mir auch mal 3. Okay. Dann brauche ich 3 Schreibtische wahrscheinlich und 3 Computer und 3 Stühle. I guess. Alter, wo sind wir denn hier? Oder muss ich jetzt zu einem anderen Laden für Bürozeug? Ist da noch was anderes? Geschäft für Büro bitte. Ach so. Geschlossen. 8 um 8 auf in 14 Stunden. Ja komm, dann fahren wir mal dahin, dann haben wir es auch mal gesehen. Mr. Scott's Office Supplies. Warum habe ich das Gefühl, das wird teurer, als wenn wir das bei Ikea holen? Oh. Scheiße, wir sind ja schon da. Ja, ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. So. Parken. Ist der legal geparkt so? Ja. Kostet $8, ist okay. Ach ja. Der war ja zu. Wir müssen erstmal pennen. Schlafen. Bis morgen um 7:42 Uhr. Verdienen wir heute Geld? 3,6 nur. Was ist denn da los? Warum ist das weniger? Ich habe doch eine Marketingkampagne gestartet. Ach, wegen der Büromiete bestimmt, ne? Aber die ist ja nicht so hoch. Oh. So. Einen wunderschönen guten Tag. Ich brauche eine Sakara. Was haben sie denn hier? Eiswerte Kaffeemaschine. Computer. Okay, ich brauche mal 3 Computer. Und... Ach du Scheiße. Netzwerkstuhl, normaler Stuhl, $100. Okay. Nehmen wir mal einen schon mal mit. Dann alles in die Karre. Und wieder rein. 3 Computer. 3 Stühle. Und $800 für einen Standard-Bürotisch. Was denn jetzt los? Ach so. City Workforce. Ich dachte schon wieder eine Strafe. Was ist denn ein Logistikmanager? Er braucht eine Kaffeemaschine. Die kann er haben. Ist der Vollzeit? Ich das nicht mehr? Boah, den nehme ich. Normaler Stuhl. 1, 2, 3. 3. Ach so. Ich mache euch heute reich hier drin. So, jetzt haben wir 3, 3 und ein Tisch fehlt noch. Was war das jetzt? I don't know. Der Typ will eine Kaffeemaschine, die können wir auch gleich mitnehmen. Und noch ein Standard-Bürotisch. Chefschreibtisch. Haben die sonst noch was? Großer Besprechungstisch. $1200. Kann eigentlich auch nicht schaden, ne?
Nehmen wir mal mit. So. Und dann ab ins Büro. Wo ist das denn? Hier. Scheiße. Naja, war ein Versuch wert. Ab zur Cooper AG. Ab zum Hauptsitz. Das ist eigentlich die Betthöhle heißen, ne? Oh, ich habe eine Nachricht. Das ist ein Einkäufer? Ja. Ein beliebiges Sofa. Wer will ein Sofa haben? Ah, kostet 12 Dollar. Ja, okay, komm. Go for it. Warum nehme ich eigentlich immer direkt die Erstbesten, die reinkommen? Das ist eigentlich doof, ne? Ja, ich nehme einfach alle. Die können dann im Schichtbetrieb arbeiten. Oh. Alter. Okay. Das ist praktisch. Hauptsitz gegenüber vom Burgerladen. So. Ich brauch... Nee. Ich brauch... Das hier. Sackkarre. Besprengen sich. Standard. Erstmal die Tische. So, dann gucken wir mal. Großer Besprechungstisch. Der ist halt wirklich groß. Können wir ja mal... Ach nee, der braucht auch noch Stühle bestimmt, ne? Ohne bringt nicht viel. City Workforce. Ein Einkäufer, noch einer. Sauberes Arbeitsumfeld kann er haben. Der ist auch mit dabei. Platzieren. Fenster. Fenster 2. Fenster 3. Das Büro ist riesig. So. Ich brauche auch irgendwas, wo ich die Kaffeemaschine draufstellen kann, ne? Also wir müssen gleich zu Ikea. Kann ich auch noch Stühle kaufen. Platzieren. 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 Der ist ja schon da. Warte mal. Ah, ich habe ja schon 3, ne? Okay. Machen wir gleich. Erstmal Stühle holen. Ja, dann können die schon anfangen zu arbeiten, tatsächlich. Ach nee. Junge. Come on. So, Sackkarre, Kaffeemaschine, Stühle. Und das ist mein Essen. So, normaler Stuhl. Platzieren. Normaler Stuhl. Platzieren. So. Aber die stehen doch jetzt anders als der da. Nee, okay. Noch ein Einkäufer. Standard Kühlschrank. Personallader. Stumpen Mesh Bürostuhl.
alles lasse ich mir nicht bieten. Obwohl die einiges besser sind von den Skills, ne? Welche will nochmal die Kaffeemaschine haben? Hier hast du sie. Gut, die kann eigentlich schon mal anfangen zu arbeiten. Cooper Steiner, Cooper AG, 2 Einkäufer. Logistikmanager, Zeitplan. Leo Harris, der will gerne, weiß gar nicht, wie lange will der arbeiten? Warum kann ich da nichts ändern? Ach, das ist fix einfach, ne? Oder spinnt das jetzt? Ich glaube, das ist fix einfach. Deswegen wird da auch nichts angezeigt. Dann brauche ich ja gar nicht so viele verschiedene, ich Vollidiot. Ja, das sind fixe Bürozeiten. Okay, dann habe ich ein... Warte mal, dann muss ich da nochmal über die Bücher. Ah, Progress, your first operational employee working from your brand new headquarters. Starting to sound pretty fancy, huh? Now, we need to get Okay, your jetzt brauchen wir noch purchasing ein agent Lager. working. Jetzt But geht's, first, ey, we das need a geht place echt to store gerade all your Schlag imported auf Schlag. Erstmal nochmal gucken hier. Der will einen Kühlschrank haben und der will einen Bürostuhl haben. Habe ich denn schon einen Personalleiter? Ich habe einen Logistikmanager und 2 Einkäufer. Einer mit 32, einer mit 28. Sauberes Arbeitsumfeld und der will ein Sofa haben. Scheiß aufs Sofa, ich schmeiß den raus. Ja. Ciao. Oder warte mal, ist der... Kostet der? 19 die... Nee, 12 die Stunde und 11 die Stunde. Ja, der ist raus. Ciao. Logistikmanager, Einkäufer. Und ich brauche noch unbedingt einen Personalleiter, ne? Aber da kommen bestimmt gleich noch mehr Angebote rein. Aber dann können die anderen beiden können ja schon mal anfangen. Und wenn noch bessere kommen, schmeiße ich die anderen raus. Zeitplan. Zack. Zack. So. Jetzt brauche ich ein Lager. Aber erstmal brauche ich was zu essen. Ja, haben wir doch schon welche. Personalleiter, der will einen Kühlschrank. Ein Logistikmanager, der will einen großen Besprechungstisch. Ist denn der besser als der, den ich habe? Einkäufer. Der wäre halt viel besser, ne? Aber der will einen Standardkühlschrank. Muss ich wieder einkaufen gehen. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Frage war, Personalleiter. Der will auch einen Standardkühlschrank. Okay, weißt du was? Dann hole ich so einen scheiß Kühlschrank und dann hole ich mir den Typen hier. Weil ich brauche ja noch einen Personalleiter. Oder ich warte aber nochmal ab. Komm, ich warte, bis die alle drin sind, die Angebote, und dann gucken wir. Heilige Scheiße. Miete ein kleines Lagerhaus. Apropos, wie sieht's eigentlich hier aus im Lager? Ich muss schon bald wieder einkaufen, ich kotze.
Okay, wir brauchen ein Lager.